Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Ja, meine Lieben, einen schönen guten Morgen. Junge Leute, das freut mich. Wir werden mal heute starten von neu für eures Leben. Wie schon Mario gesagt hat, AVC, das heute tätig ist in 60 Ländern der Welt. Und ein Land von denen ist Russland. Russland ist ja riesig, riesig groß. Es ist das größte Land der Welt und von verschiedensten Temperaturen, von Süden bis Norden, von plus 50 bis minus 60. Aber ich bin mal in Kasachstan geboren und aus meiner Vorfahrengeschichte noch in Zarenszeiten, wo meine Vorfahren aus Deutschland eingeladen von der Katharina II. Waren, nach Russland zu kommen, um die Wirtschaft helfen aufzubauen. Und das waren Wolgadeutsche, die nach der Wolga da, wo sie da landeten. Und was ich aus der Geschichte herausgefunden habe, in der Zarenzeiten, wo meine Vorfahren mit Pferdekutschen hier aus Samara-Gebiet entlang der transsibirischen Eisenbahn mit dem Evangelium in der Zarenzeiten gingen durch ganz Russland und sind bis Wladiwostok gekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sie unterwegs waren. Ich habe Bilder, ein Buch mit der Geschichte, Bilder, wo sie im Winter mit 2 Pferdekutschen, einen Schlitten vollgeladen mit Bibel und Neue Testamente, der zweite mit Lebensmitteln. Und die sind irgendwo hinter dem Baikalsee, 1000 Kilometer schon hinter dem Baikalsee. Die Pferdekutschen gehen und die Insassen gehen neben den Schlitten Richtung Wladiwostok. Als ich die Geschichte herausgefunden habe, dachte ich, wenn meine Vorfahren mit Pferdekutschen durch ganz Russland 12.000 Kilometer entlang der transsibirischen Eisenbahn gegangen sind mit dem Evangelium, dann haben wir heute keine Ausrede, zu Hause zu sitzen. Mit solchen Fahrzeugen, mit solchen Möglichkeiten, was wir heute haben. Und ich bin in Kasachstan geboren, bin an die 89 mal nach Sibirien gegangen als Missionar. Ich war 12 Jahre Missionar von AVC dort in Sibirien. Jetzt lebe ich in Deutschland, bin verantwortlich für die russische Abteilung. Für mich ist es noch einfacher, Russisch zu sprechen als Deutsch. Und ich bin sehr viel unterwegs in Russland. Das ist die Karte von Russland. Deutschland ist und Schweiz ist hier irgendwo ganz oben. Ja, und von hier, von Deutschland, wenn man mit dem Flugzeug fliegt bis Irkutsk, muss man 9 Stunden in der Luft nur sein. Es sind über 10.000 Kilometer. Ich war schon ein paar Mal mit dem Auto unterwegs von Deutschland bis zum Baikalsee. Das ist der Baikalsee. Selbst der Baikalsee ist 600 Kilometer lang. Die breiteste Stelle ist 80 Kilometer, die schmalste 23 und von der Tiefe über 2000 Meter. 1989 ging ich dorthin als Missionar, damals in dem Gebiet von Ostsibirien. Es gibt Westsibirien, Ostsibirien. In Ostsibirien gab es damals das Land Ostsibirien ist 40 Mal so groß wie Deutschland. Damals in der 89 gab es in der ganzen Region zwei nur Gemeinden. Heute, wie schon Mario sagte, gibt es 150, 30 Reha-Zentrums, 4 Bibelschulen und wir machen die Arbeit weiter. Aber unsere Aufgabe, wir haben die Hauptstationen hier entlang der transsibirischen Eisenbahn eingesetzt, aber jetzt ist unsere Aufgabe, nach Norden zu gehen, die frohe Botschaft nach Norden zu bringen. Entlang der transsibirischen Eisenbahn gibt es Straßen. Weiter nach Norden gibt es keine Straßen. Ich sage immer, in Sibirien gibt es nur Richtungen. Was sind das für Straßen? Da sind die Bäume abgesägt, die Wurzeln ausgezogen, die Erde ein bisschen gerade gemacht und das ist die ganze Straße. Im Sommer kommt man gar nicht durch, ist überall Sumpf, muss man immer auf den Winter warten.
wenn alles eingefroren ist und einfach übers Eis zu fahren. Dann braucht man auch gar nicht Angst haben, dass das Eis irgendwo durchbricht, weil von den starken Frost, wir haben das dieses Jahr erlebt, 62 minus. Das Eis friert ein, bis 1,5, 2 Meter dick ein und dann kann man einfach übers Eis fahren. Was noch? Hinter dem Polarkreis, das ist der Polarkreis, hinter dem Polarkreis leben über 50 kleine Völker. Es gibt Völker, die mit 200 Leuten nur geblieben sind. 70% von denen haben noch nie das Evangelium gehört. Nur 30%. Und sie haben das Recht, die frohe Botschaft zu hören. Sie haben das Recht, um gerettet zu sein. Und deswegen wollen wir dorthin. Dieses Jahr, im Januar, für 2 Monate war ich unterwegs. Hier ist die Hauptstation von uns, von AVC. Und von hier aus gingen wir oben nach hier so rauf bis Jakutsk. Von Jakutsk aus hier rauf zum Polarmeer, weiter nach Norden entlang, hier so rauf bis Chukotka. Das ist die Grenze schon von Alaska. Von jener Seite ist schon Alaska. Wir waren 2 Monate unterwegs, 12.000 Kilometer durchgemacht, durch die Tundra, durch die Taiga. Es sind natürlich spezielle Fahrzeuge. Mit einem normalen Fahrzeug kommt man gar nicht durch. Das sind die Fahrzeuge. Das sind Amphibienfahrzeuge, die auch schwimmen können. Und das ist für uns jetzt, seit 2 Jahren haben wir diese Fahrzeuge. Und wir versuchen jetzt auch im Sommer immer weiter und weiter durchzukommen. Im Sommer ist es schwieriger durchzukommen, weil es überall Sumpf ist. Aber wenn es was passiert ist mit dem Auto, ist nicht so kalt zu reparieren. Wir waren jetzt dieses Jahr hoch im Norden, mussten ganz hier oben und das Auto ging kaputt, die Achse wurde gebrochen. Von den starken Frost wird der ganze Metall so brüchig und wir waren 4 Stunden, mussten wir das Auto reparieren mit unter 62 minus. Es war nicht einfach, aber wir hatten alles dabei und konnten weiterfahren. Meine Lieben, dort oben gibt es kein Internet und keine Handyverbindung. Junge Leute, ihr müsst mal mitkommen. Da kann man sehr gut Urlaub machen. Da findet euch keiner. Da könnt ihr euch mal ausruhen von der ganzen Information. Aber von einer solchen Fahrten, ja, kamen wir zurück. Ich bin verheiratet, ich habe 6 Kinder, 3 Enkel schon. Und die Kinder gehen oft mit mir mit. Sie gehen sehr gerne mit nach Norden. Und junge Leute, ihr könnt mal auch mitkommen. Im Winter nehmen wir nur Männer mit, Frauen nehmen wir im Winter nicht mit, es ist zu extrem. Aber im Sommer könnt ihr Mädels auch mitkommen. Ich habe es vorgeschlagen, dass ihr mal ein Team aus der Schweiz macht mit 10 Leuten und dann im Juni, Juli, August in dieser Zeit, dass wir mal hingehen. Überlegt das mal. Ihr könnt Maria ansprechen und eure Missionsleitung und mal mitmachen. Ich habe mich gewundert, dass ihr schon in Kansk war. Das freut mich, dass ihr schon bis Kansk gekommen seid. Aber meine Lieben, eines von diesen Reisen kamen wir zurück, das war Januar 95, der 19. Januar, wo wir zurück von unserer Reise kamen. Ich war schon damals verheiratet, hatte dann 2 Kinder und wir kamen von der Reise vom Baikalsee, so von der Ostseite hier, diese Gegend haben wir besucht. Meine Lieben, es sind riesig große Strecken. Von Dorf zu Dorf sind 800 Kilometer. Und zwischendurch ist nichts. Wenn mit deinem Auto was passiert ist, kannst du alles vergessen. Da hast du keine Möglichkeit anzurufen, da kommt kein ADAC dich abzuholen. Und da kannst du alles vergessen. Da muss man mit 2, 3 Autos immer unterwegs sein, weil wenn was passiert ist, dann... Wir waren dieses Jahr unterwegs, wir waren 18 Stunden unterwegs und in diese 18 Stunden haben wir kein einziges Auto getroffen. Stellt euch mal vor, aber wir waren damals unterwegs mit einem Auto, wir hatten nicht so viele Möglichkeiten und wir kamen zurück von hier, von der Ostseite runter hier zu der Transsibirischen Eisenbahn, runter zu unserer Stadt. Und als wir unterwegs waren, ein LKW kam uns entgegen, voll Kohlen geladen und der Fahrer war voll Alkohol besoffen. Er fuhr mitten auf der Straße und wir stießen zusammen und er ist quer über uns rüber geflogen, über unserem PKW. Ich war zerquetscht, einfach mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad wurde ich in meinem Sitz reingedrückt worden.
Alle meine inneren Organe, das war alles verrissen und im Krankenhaus, wo sie mich zum Krankenhaus brachten, dort im Dorf, nicht in jedem Dorf, dort gibt es ein Krankenhaus, auf dem OP-Tisch blieb mein Herz stehen. Die Ärzte haben festgestellt, dass mit mir alles zu Ende war. Sie machten meinen Körper, ich war hier ganz aufgemacht, sie machten meinen Körper zu oder legten erst die ganzen Organe wieder zurück, machten meinen Körper auf 4 Klammern zu, legten ihn auf die Tragbare rüber, deckten mit einem Tuch zu und brachten ihn in ein anderes Zimmer raus. Dort sollte mein Körper noch 2 Stunden liegen bleiben, um weiter in die Todeshalle zu transportieren. Meine Frau wurde benachrichtigt, sie sollte kommen, meinen Körper zu identifizieren. Meine Lieben, so blieb mein Leben auf dieser Erde stehen. Wenn jemand heute sagt, ich glaube an kein Leben nach dem Tod, dann sage ich, seid ihr keine Menschen mehr. Besonders mit den russischen Leuten, wenn ich mit den russischen Leuten ins Gespräch komme und die russischen Leute sagen mir, ich glaube an kein Leben nach dem Tod, dann sage ich, bist du kein Mensch. Weil der Name Mensch in russischer Sprache ist Человек. Es steht aus zwei Namen zusammen, der Name Mensch in russischer Sprache. Chelo ist Gesicht, weg ist Ewigkeit. Gesicht der Ewigkeit trägt jeder Mensch den Namen auf dieser Erde. Gesicht der Ewigkeit. Und wenn die Russen dann sagen, ich glaube an kein Leben nach dem Tod, dann sage ich, bist du kein Mensch. Du widersprichst ja deinen eigenen Namen. Du trägst den Namen Gesicht der Ewigkeit und sagst, du glaubst an keine Ewigkeit. Und meine Lieben, wir werden ewig leben. Ob wir das wollen oder nicht wollen, glauben oder nicht glauben, von uns hängt das nicht ab, uns wird keiner fragen. Als mein Herz stehen blieb, spürte ich, wie ich aus meinem Körper rausgegangen war. Es ist schwierig zu verstehen, aber meine Lieben, ich kann meine Hand verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine beiden Hände verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine Hände, Füße verlieren, aber ich bin ja hier. Das ist nur unser Körper. Unser Ich wird nie sterben. Das wird immer leben. Ich ging aus meinem Körper raus und fing nach oben zu steigen. Vor mir sah ich die Decke mit einmal und da dachte ich, was jetzt weiter? Die wird ja mich jetzt aufhalten. Und ich ging bis zur Decke und ging durch sie mit einmal durch. Sie störte mich nicht. Ich ging durch die nächste Etage vom Krankenhaus, durch das Dach vom Krankenhaus und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus. Ich schaute runter und wieder stört mich nichts, kein Dach, keine Zwischenwände. Ich sehe alles, was in dem Krankenhaus passiert. Ich sehe den OP-Saal, den OP-Tisch, meinen Körper auf den Tisch zu liegen. Und die Ärzte versuchen mit meinem Körper was zu machen. Elektroschock, künstliche Beatmung. Sie versuchten mich wieder zurück ins Leben zu bringen. Und ich sah das alles und dachte, was wollen Sie mit meinem Körper? Ich will nicht mehr zurück. Mir geht es hier so schön, mir tut nichts mehr weh. Ich will nicht mehr zurück. Und dass ich so runterschaue und das überlege, was die da machen, alles mit meinem Körper, höre ich ein Singen, das von allen Seiten kam. Das kam von oben, von unten, von vorne, von hinten, von rechten, von linken, von allen Seiten. Ich bin kein professioneller Musiker. Ich habe mal in der Musikschule studiert, in einem Band auch gesungen und gespielt, aber ich weiß, was Musik ist. Aber hier auf Erden habe ich sowas nicht gesehen und nicht gehört. Meine Lieben, das ist was Grandioses. Das singt der ganze Himmel, das singen Engel, das singen schon die, die dort sind. Ich sage immer, wenn wir mal dorthin kommen, werden wir mitsingen. Ich warte auf diese Zeit. Ich sage immer, mein Zuhause ist dort. Hier auf Erden bin ich nur ein Gast. Ich mache nur den Auftrag, was Gott mir gegeben hat. Ich hörte das Singen und da dachte ich, wer kann hier noch singen? Ich hob meine Augen auf und schaute so nach vorne. Das Singen kam auch von anderen Seiten, aber ich schaute so nach vorne und von Weitem sah ich eine große Schar Menschen in weißen, glänzenden Kleidern. Die Kleider waren so weiß glänzend, dass man auf sie kaum schauen konnte. So weiß glänzend waren sie. Und sie kamen mir entgegen und sie sangen auch. Sie kamen immer dichter und dichter. Das Singen wurde immer lauter und lauter. Und als sie dann so dicht waren, so 3-4 Meter vor mir, so dass ich die Gesichter schon erkennen konnte, mit einmal trennt sich von der ganzen Schar ein junges Mädchen und kommt zu mir. Sie ist auch in diesem ganz weißen Kleid, strahlt im Gesicht, singt mit denen allen mit und kommt zu mir. In diesem Moment, wo sie zu mir kam, ich schaute sie so an und ich erkenne sie mit einmal. Das war ein Mädchen aus unserer Gemeinde, die wir beerdigt hatten vor 2 Monaten vor meinem Unfall. Sie war damals 17, Leukämie krank und Ende November war die Beerdigung. Ich habe als Pastor selbst an der Beerdigung gepredigt. Und jetzt kommt sie mir entgegen. Ich erkenne sie mit einmal. Sie kommt ganz nah zu mir, so zu meiner rechten Seite, dreht sich so zu mir, schaut mir so in die Augen und nimmt mich an die Hand. Und in diesem Moment, wo sie an die Hand mich nahm, hörten sie alle auf zu singen. Es war so eine Vorstellung als eine Erwartung. Sie warteten alle auf etwas. Sie hält mich so an die Hand und in diese Stille schaut sie mir in die Augen und sagt, Andreas, du bist auch da? Sagte ich, natürlich. Wie wunderschön, sagt sie.
Und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen. Meine Lieben, es war so eine Vorstellung, als wenn der ganze Himmel mir entgegenkam. Und ich möchte euch heute Mut machen. Meine Lieben, uns erwartet die beste Begegnung, was wir jemals erlebt haben. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Es lohnt sich, als Christ zu sein. Es lohnt sich, an Jesus zu glauben. Meine Lieben, uns werden sie keine roten Teppiche ausrollen. Wir werden auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems gehen. Und selbst Jesus kommt uns entgegen. Kein Präsident wird hier auf Erden so aufgenommen, wie wir dort aufgenommen werden. Ich warte auf diese Zeit. Sie fingen wieder alle an zu singen und hier ein Augenblick und ich bin über unserer Stadt. Es gibt keine Zeit mehr, keine Strecken mehr. Ich bin über dem Haus mit einmal, wo das Mädchen mal wohnte, ihre Familie lebt bis heute in dieser Wohnung. Ein 9-Etagenhaus auf der 7. Etage und ich bin über dem Haus. Ich schaue runter und wieder stört mich nichts, kein Dach, keine Zwischenwände. Ich sehe alles detailliert, was in der Wohnung passiert, in dem Haus passiert, in jeder Wohnung. Auch in der Wohnung von dieser Familie, von diesem Mädchen. Ich werde das jetzt nicht alles beschreiben, das nimmt viel Zeit ein. Aber ich war 1,5 Monate im Krankenhaus, als sie mich nach Hause brachten. Es war gegen Mittag, wo sie mich nach Hause brachten. Und zum Abend wurde unser Haus stopfend voll. Die Leute aus unserer Gemeinde wussten, dass ich tot war und jeder wollte mal hören, was ich erlebt habe. Und die Mutter von diesem Mädchen, Natalie heißt sie, sie war einer von den ersten, die zu uns kamen. Als die Leute sich versammelten, ich fing mein Erzählen davon an. Ich sagte, Natalie, kannst du dich erinnern an den Abend, wo der Unfall war? Sagt sie, na ja, so ungefähr, das waren ja 1,5 Monate schon vorbei. Da fing ich ihr zu beschreiben, alles, was ich in der Wohnung an dem Abend gesehen habe, alles, was die Familie gemacht hat, jedes Gemeindeglied von der Familie oder ja, jedes Glied von der Familie und auch selbst sie, die Mutter, mit was sie beschäftigt war. Sie wurde ganz blass, sie fing an zu zittern und sagte, Andreas, von wo weißt du das alles? Du warst ja nicht da. Sag ich, aber warte mal, war das wirklich so? Sagte, aber 1:1, aber von wo weißt du das alles? Und da sagte ich, von wo ich das wusste. Für mich war das nur noch eine Bestätigung, dass das wirklich so war. Sie selbst saß, die Mutter von diesem Mädchen, die Natalie, die saß im Wohnzimmer im Sessel. Ich sagte auch, wie der Sessel stand und auch in welchen Anzug sie war. Sie saß im Sessel, hat den Kopf so auf die Hände gestürzt, so nach vorne gebückt und saß und weinte. Sagte, ich habe wirklich da gesessen und geweint und hat mir auch gesagt, warum sie geweint hat. Und ich sah das so von oben zu meiner linken Seite. Ich sah, wie die Tränen einfach auf den Boden tropften. Ich schaute mir das alles an so und in diesem Moment höre ich mit einmal eine Stimme, die durch das ganze Universum durchdrang. In dieser Stimme spürte man Kraft, Macht, aber trotzdem Liebe. Und ich konnte gleich verstehen, dass jetzt Gott mit mir spricht. Von dieser Stimme konnte man sich nirgendwo verstecken, nicht dort oben, nicht hier unten auf der Erde, nicht unter der Erde. Und er stellte mir Fragen. Meine Lieben, es gibt Leute, die mir sagen, wenn ich schon dorthin komme, werde ich schon eine Antwort finden. Das wird der letzte Unsinn sein, wenn wir das nochmal versuchen werden zu machen. Wir werden vor dem gerechten Gott stehen, meine Lieben, und dort werden wir keine Antwort finden. Das wird alles selbstverständlich sein. Er stellte mir Fragen. Die erste Frage war, was macht sie? Ich war so ganz verwundert, dachte ich, wozu hier noch fragen? Es ist ja selbstverständlich zu sehen, dass sie sitzt und weint. Und so ganz verwundert sagte ich, Jesus, sie weint. Die zweite Frage war, wozu? Ich fand keine Antwort. Ich blieb einfach still. Jede Antwort war einfach Unsinn. Die nächste Frage war, habt ihr denn nichts mehr zu tun, als nur sitzen und weinen? Und ich fand auch keine Antwort. Ich blieb einfach still. Aber er sprach weiter und sagte, ich möchte dir was zeigen. Jetzt schau mal, ich hob meine Augen auf, unter mir sah ich die ganze Erde, eine große, große Stadt. Und mitten von der Stadt fing ein breiter, breiter Weg an. Er fing von der Stadt an, ging dann so nach oben über der Stadt entlang, bog links ab und verschwand hinter dem Horizont. Schau mal auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, er war stopfend voll Menschen. Es war so eine Vorstellung, wenn jemand dann noch rauf wollte, musste er die anderen alle auseinanderschieben. So voll war es. Und wieder die nächste Frage, kennst du diesen Weg? Ich sagte natürlich, Jesus, der führt in die Hölle, in das ewige Verderben. Das war selbstverständlich. Schau nochmal zurück, sagte er. Ich schaute mal zurück auf die Erde, auf die Stadt und sah noch einen Weg, der auch von dort anfing. Aber zum Vergleich zu diesem breiten Weg war er sehr schmal. Er fing dann auch von der Stadt an, ging dann auch so nach oben, immer höher, höher, bog rechts ab und verschwand unter den Wolken. Schau mal auf diesem Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, ich sah da auch Menschen. Ich glaube, wenn ich sie gezählt hätte, die Ziffern hätten mir gereicht. Es waren sehr wenige. Und wieder die nächste Frage, und diesen Weg kennst du auch. Ich sagte natürlich, Jesus, er führt zu dir in die ewige Herrlichkeit, im Himmel. Und er sprach weiter und sagte, deine Mission auf dieser Erde ist nicht zu Ende, du wirst wieder zurückgehen.
Ich gebe dir noch Zeit. Deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg Menschen zu führen. Die Zeit ist kurz. Nutz die Zeit aus. Das waren die letzten Worte. Nutz die Zeit aus. Ein Augenblick und ich war wieder in meinem Körper. Ich machte die Augen auf. Alles ist dunkel. Ich bin mit was zugedeckt und konnte nicht gleich verstehen, wo ich jetzt bin, weil ich keine Gefühle hatte, dass ich tot war. Die Gedanken kamen schnell zu mir. Ich konnte mich erinnern, warte mal, ich war im Unfall, sie haben mich ins Krankenhaus gebracht. Aber wo bin ich? Warum ist alles dunkel? Und in diesem Moment geht das Tuch auf. Später haben mir die Ärzte gesagt, dass da kam jemand, eine Leiche abzuholen und sie suchten da jemanden. Und einfach so maschinell suchten sie da und ich sah, wie die Hand das Tuch aufriss und unsere Augen trafen uns. Stellt euch mal vor, dass Sie in der Stelle des Arztes wären. Für mich war das wie ein Film. Er blieb steif stehen vor Angst, schaut mich so an. Ich sah die Hand, die das Tuch hielt und die Finger gingen langsam auseinander. Das Tuch fiel runter und er verschwand. Hätte wahrscheinlich jeder so gemacht. In ein paar Minuten waren die Schwestern immer wieder da. Ich sage immer, die Ärmsten mussten kommen. Er ist ja weggelaufen. Mit einer Tragbare. Sie legten mich wieder darauf, auf die Tragbare und rannten mit mir zurück zum OP-Saal. Das musste alles so schnell gehen. Da im OP-Saal gab es schon helles Licht, dass ich was besser sehen konnte. Sie machten mir eine Spritze Narkose hier in die linke Hand. Und bevor ich eingeschlafen war unter dieser Narkose, sah ich, wie sie mit einer Schere die ganze Nähte aufmachten. Sie mussten Ordnung machen mit meinem Körper. Als dann alles fertig war, wurde ich in die Intensivstation rübergebracht und dort fing der Kampf für mein Leben an. Montags morgens, nach 2 Tagen, kam meine Frau. Sie hat sich vorgestellt, wurde zum Arzt gebracht und der Arzt begrüßte sie und sagte, wissen Sie, Ihr Mann lebt. Sie werden ihn gleich sehen. Eigentlich lassen wir dort keinem rein, aber Sie lassen wir rein. Verstehen Sie uns richtig, wir haben alles gemacht, was wir konnten, aber er wird nicht leben. Wir haben zu viele Organe rausgenommen, solche Menschen leben nicht. Das sind die letzten Stunden ihres gemeinsamen Lebens auf dieser Erde. Sie werden müssen Abschied nehmen. Bitte weint dort nicht. Sie sind jung, sie haben Kinder und sie müssen weiterleben. Sie fing dann an zu weinen, das hat sie mir dann später selbst erzählt, beruhigte sich und kam dann zu mir. Sagt Andreas, ich habe alles gerechnet zu sehen, aber das, was ich gesehen habe, war wirklich schrecklich. Und 1,5 Monate saß sie Tag und Nacht an meinem Bett und pflegte mich. Meine Lieben, ich sage immer, meine Frau ist ein Geschenk von Gott für mich. Wenn wir mal vor Gott stehen werden und Gott die Belohnungen verteilen wird, ich werde gerne meine Belohnung meiner Frau abgeben. Sie hat das verdient. 2 Wochen kämpften die Ärzte für mein Leben. Keiner wusste, ob ich leben werde. Aber ich wusste, dass ich leben werde, weil es Gott mir gesagt hat. Nach 2 Wochen wurde es leichter, wurde ich in ein normales Zimmer rübergeführt, noch eine Woche dort, nach 1 Monat dort. Und da wurde mein gebrochenes Bein, das Bein war hier oben gebrochen, das wurde mein gebrochenes Bein in Gips eingemacht, dann wurde ich nach Hause entlassen. 1 Monat noch zu Hause im Gips, dann wurde er runtergenommen und den 1. Juni, nach 4 Monaten nach meinem Unfall, kam ich mit meinen eigenen Füßen wieder in meine Gemeinde. Ich fing wieder meinen Dienst an. Die Ärzte konnten das nicht glauben. Sie kamen mal schauen, ob das wirklich wahr war. Aber ich konnte meinen Dienst weitermachen. Natürlich, damit war nicht alles zu Ende. Ich musste noch viele Krankenhäuser durch, viele Therapien und 2001 kamen wir nach Deutschland. In Deutschland wurde ich schon vielmal untersucht. Keiner weiß, wie ich lebe, weil diese Organe bis heute mir fehlen. Mir fehlen 5 Organe. Und die Ärzte sagen, wir wissen nicht, wie sie leben. Solange, hat ein Professor gesagt, solange wie sie auf dieser Erde mit ihren eigenen Füßen rumlaufen, bleibt das für uns ein Wunder. Wir können das nicht erklären. Und ich lebe. 2013 haben wir noch einen Geländewagen gekauft hier in Deutschland und wollten den nach Sibirien rüberbringen für unsere Arbeit. Und an der russischen Grenze bin ich zusammengebrochen, weil meine alten inneren Wunden waren geplatzt, über 12 Zentimeter. Ich habe wieder 4 Liter Blut verloren. Es wurden Ärzte mit einem Hubschrauber gerufen aus Deutschland und sie kamen und haben mich abgeholt. Und in Deutschland im Spital, wo ich wieder zu sich kam, wo ich die Augen aufmachte, stand der Professor, der Oberarzt von diesem Krankenhaus und meine ganze Familie, meine Frau und 6 Kinder standen vor meinem Bett. Sie wurden gerufen, Abschied von mir zu nehmen. Und ich machte die Augen auf. Und als der Professor das sah, nahm er mich an die Hand. Und die ersten Worte, was er sagte, Sie beten den richtigen Gott an. Wir hatten keine Chance, sie zu retten. Es war zu weit.
Sie haben mir streng verboten, rumzufahren. Und sagten, weil mein Körper nicht richtig funktioniert, dass ihr Tod plötzlich überall kommen kann. Es kann von innen irgendwo platzen und dann sind sie weg. Wir verbieten ihnen weiter rumzureisen. Ich fragte ihm auch den Professor, den Oberarzt, was soll ich denn weitermachen? Sagte, weiß ich nicht. Soll ich dann einen Sarg kaufen und auf den Tod warten? Sagte, das sieht so aus. Nein, sagte ich werde weiter rumreisen. Er brachte dann die ganzen Papiere. Ich musste sie alle unterschreiben, dass sie keine Verantwortung für mich tragen. Und ich habe es unterschrieben. Ich sage immer, es ist besser unterwegs zu sterben. Junge Leute, es ist besser unterwegs zu sterben als zu Hause im Bett. Und ich will das weitermachen. Und ich rufe euch mitzumachen. Kommt, schließt euch an. Wir müssen den kleinen Völkern die frohe Botschaft bringen. Möge euch Gott segnen. Meine Lieben, ich werde zum Schluss kommen. Und wir wollen das immer weiter und weiter machen. Ich bin im Jahr 5, 6 Mal dort im Norden unterwegs. Weltweit bin ich unterwegs. Wenn man so auf der Karte schaut, von Australien rund um die Erde bis Alaska, bin ich schon viele, viele Länder durchgereist. Es ist auch ein Wunder, wie ich das mache, aber davon werde ich jetzt nicht erzählen. Ich war schon in verschiedensten Orten, in den Präsidentspalasten, bei verschiedensten Ländern, Minister, Krankenhäuser, Schulen, einfach auf der Straße, in den Knasten, in den Moscheen muslimischer Welt, bei den Buddhisten, in den buddhistischen Tempels, Orthodoxkirchen, katholischen Kirchen, verschiedensten Orten mit dieser Botschaft. Meine Lieben, wisst ihr, was ich festgestellt habe, vor was die Menschen besonders Angst haben heute in dieser Welt? Viele sagen vor dem Tod, nein, nicht vor dem Tod. Es gibt Leute, die sich in die Luft springen. Die Menschen haben heute Angst, ehrlich sein für sich selbst. Wir kennen ja alle betrügen, aber sich selbst kennen wir nicht betrügen. Wir wissen ja alles, was in unserem Leben abläuft. Ein kleiner Test. Wie oft werdet ihr im Tageslauf gefragt, wie geht es dir? Was antworten wir? Gut. Warum antworten wir so? Dass sie abhauen, dass sie keine anderen Fragen stellen sollen, obwohl schon alles schief läuft. Mein lieber Freund, ich möchte, dass du mal an diesem Morgen mal ehrlich bist für sich selbst. Nicht für deinen Nachbar, für sich selbst. Schau mal in dein Leben rein, schau mal in dein Herz rein. Ich möchte, bevor wir jetzt schließen, 2 Fragen dir stellen. Sei mal ehrlich, gib mal die richtige Antwort vor Gott und für dich selbst. Die erste Frage, mein lieber Freund, auf welchem Weg befindest du dich heute? Auf dem breiten oder auf den schmalen? Es gibt Leute, die wollen irgendwo dazwischen sein. Sie wollen nicht dort und nicht dort sein. Aber es gibt keinen dritten Weg, es gibt nur 2 Wege. Wisst ihr, dass Gott uns mit Satan nicht teilen will? Und Satan will uns mit Gott auch nicht teilen. Es gibt nur 2 Wege, es gibt keinen dritten Weg. Ich will meine Frau mit keinem teilen und meine Frau will mich auch mit keinem teilen. Und wir haben Recht. Ja, aber wir haben Recht gegenseitig. Aber warum können wir das mit dem lieben Gott so machen? Wir wollen ein bisschen da und ein bisschen da. Es gibt keinen dritten Weg. Es gibt nur 2 Wege. Mein lieber Freund, auf welchem Weg befindest du dich heute? Und die zweite Frage, ich wünsche es Ihnen nicht, aber es kann passieren. Damals, im Januar 95, wo ich von zu Hause wegfuhr, ich war damals 27. Ich hätte Pläne bis Ende meines Lebens und ich hatte nie eine Ahnung gehabt, dass ich nie mehr nach Hause kommen kann. Wie viele junge Leute gehen heute von zu Hause weg und kommen nie mehr nach Hause. Mein Opa, als er noch lebte, sagte immer, die Alten, die müssen sterben. Die Jungen, die können sterben. Ich wünsche es keinem, aber es kann passieren. Und hier ist die zweite Frage, mein lieber Freund, sei mal ehrlich für sich selbst. Wenn dein Herz heute stehen bleibt, wo wirst du hingehen? Irgendwo wirst du ganz bestimmt hingehen oder dorthin oder dorthin. Wie wichtig ist es, in diesem Moment fertig zu sein? Mein Name ist eingetragen in dem Buch des Lebens. Alles ist bereit und ich gehe nach Hause. Der Himmel ist offen, die Engel singen und Jesus kommt mir entgegen. Aber da muss man fertig sein, sich vorbereiten. Viele fragen mich dann, ja, wie kann ich das dann machen? Ich sage im Gebet zu Jesus, ja, ich hätte es gerne gemacht, aber ich weiß ja nicht, wie man betet. Nicht schlimm, ich kann helfen, aber ich kann nur helfen. Ich kann es nicht für Sie machen. Sie müssen persönlich zu Jesus, um Ihren Namen reintragen lassen in dem Buch des Lebens. Das kommt nicht automatisch. Das kommt nicht automatisch, meine Lieben.
Wir müssen persönlich zu Jesus. Und diese Möglichkeit möchte ich, bevor wir auseinandergehen, Ihnen geben. Die Musik begleitet uns. Eine Minute nur. Ich möchte, mein lieber Freund, dass du mal deine Augen schließt. Kommt, wir werden mal ehrlich sein. Wir werden ehrlich sein. Wir schließen mal unsere Augen. Und die Zeit läuft jetzt. Eine Minute. Mein lieber Freund, es ist mal genug, auf andere zu schauen. Schauen, was andere machen. Es ist ja dein Leben. Wenn du jetzt festgestellt hast, und du kannst dich ja nicht betrügen, du weißt, was alles in deinem Leben abläuft. Wenn du jetzt festgestellt hast, Mensch, ich bin auf dem falschen Weg. Wenn mein Herz heute stehen bleibt, schon ganz bestimmt in die Hölle. Es ist kein Zufall, mein lieber Freund, dass du heute da bist. Du kannst heute was verändern. Gott gibt dir die Möglichkeit, noch was verändern heute. Ich lade dich ein. Wenn du mitbeten möchtest, mit mir zusammen, ich möchte dir helfen, zu Jesus kommen. Nicht zu mir, zu Jesus. Kannst du langsam aufstehen, da wo du sitzt. Einfach langsam aufstehen und wir beten zusammen. Ich helfe dir. Aber sei ehrlich. Wir bleiben mit unseren geschlossenen Augen und wir werden jetzt nicht schauen, wer was macht. Es ist mal genug, auf andere zu schauen. Es ist unser persönliches Leben. Es sind ein paar Sekunden noch. Ein paar Sekunden und wir werden beten. Komm, mein lieber Freund, ich lade dich ein. Bleib nicht auf diesem breiten Weg. Komm zu Jesus. Es ist deine Zeit. Gott hat für dich einen besonderen, guten Plan. Aber komm zu Jesus. Ich möchte, dass wir jetzt, der sich entschieden hat, dass wir zusammen beten. Sie können sich anschließen. Wir bleiben mit unseren geschlossenen Augen. Wenn jemand noch will, kann schnell noch aufstehen. Ich werde langsam beten. Sprechen Sie das Gebet mir einfach laut nach. Einfach laut nach. Möge es Gott hören, was Sie von ihm wollen. Möge es Satan hören, dass Sie von ihm weggehen. Er muss das hören. Aber wir beten jetzt zusammen. Mein Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich erkenne, dass ich bis heute meine eigenen Wege gegangen bin. Und das war falsch. Vergib mir. Ich verlasse den breiten Weg. Satan, ich trenne mich von dir. Ich gehe zu Jesus. Jesus, vergib mir meine Sünden. Nimm mich an. Trage meinen Namen in deinem Buch des Lebens ein. Ich nehme dich als meinen persönlichen Erretter an. Du bist jetzt mein Gott und ich dein Kind. Hilf mir, diesen Weg zu gehen und bis zum Ziel kommen. Ich will die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich danke dir, dass du das machst. Amen. Sie können Platz nehmen, mein Lieben. Ich möchte euch jeden heute wünschen, diesen Weg weiterzugehen. Ob wir uns nochmal sehen werden auf dieser Erde, weiß ich nicht. Aber mein Zuhause ist dort und ich gehe nach Hause. Wenn ich mal dorthin komme, werde ich auf Sie warten. Wenn jemand zuerst dorthin kommt, warten Sie auf mich. Ich komme auch dorthin. Dann werden wir zusammen Jesus loben und preisen. Aber bleiben Sie auf diesem Weg. Meine Lieben, kommen Sie zur Gemeinde. Nehmen Sie die Lüge des Satans nicht an. Ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine Kirche. Ich kann zu Hause, sagen viele, Bibel lesen und beten. Sie kennen nicht nur zu Hause. Sie müssen das zu Hause machen. Aber eine Gemeinde brauchen Sie. Der Feind hat vor uns allein nicht Angst. Er macht uns mit der Masse kaputt. Von wem der Feind Angst hat? Vor einer Armee. Und die Armee Gottes ist die Gemeinde. Bevor uns kaputt zu machen, wird der Feind Satan uns erst aus der Gemeinde rausholen. Und dann hat er nicht mehr Angst von uns allein. Komm zur Gemeinde, wachs weiter, bleib treu und wir sehen uns wieder dort oben. Wie schon Marius gesagt hat, es gibt einen Büchertisch, es gibt eine DVD von diesem Zeugnis in Englisch, in Deutsch, es gibt auch in Russisch. Wer was mag, nehmt es mit. 5 Franken kostet nur einer. Wir wollen keine Gewinne machen, wir wollen nur neu produzieren, um weiterzugeben. Nehmt es mit, schenkt es jemandem. Die wollen vielleicht von euch nichts hören. Sie stecken das heimlich zu Hause rein und werden doch mal drauf schauen, was da drauf ist.
Ich konnte jetzt noch viele, viele Geschichten erzählen, viele Beispiele, was Gott dadurch schon gemacht hat. Wirklich Wunderbares. Gott segne euch. Bleiben Sie treu auf diesem Weg. Amen. Danke. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.